So, Freunde, vielleicht sogar die letzten schon. Mal gucken. Die letzten, Gott sei Dank. Ja, bin nochmal kurz offscreen rumgeeilt, auf der anderen Seite des Flusses und so. Und so haben wir es gefunden. Nachher wohl nur noch Krillin Sidequest offen. Wir haben so noch ein paar andere, logischerweise. Zwei sind ja die vom DLC. Vom quasi, ich sage jetzt einfach mal, Super Saiyan God DLC mit Bios und Whis. Da sind ja noch zwei Sidequests offen. Die machen logischerweise erst sehr viel später, weil wir das richtige Level dafür brauchen. Und dann gibt es noch 2 oder 3 ganz alte. Und die können wir erst später machen, sobald ich weiß, wie man verpasste Quests nachholen kann. Also wissen tue ich es, aber wir haben es halt noch nicht freigeschaltet. So. Ja. Haben wir gut gemacht, wa, Popo? Alligator. Popo ist schon cooler. So. Dragon Balls haben wir alle. Fehlt also bloß noch die Sidequest von Krillin. Hoffen wir, dass wir die in der Folge noch fertig kriegen. Das wäre mein großer, großer Wunsch. Nach einem langen erbitterten Kampf, der seinem Vater das Leben gekostet hat, konnte Son Gohan schließlich selber bezwingen. Und Trunks gelobte, in seiner Zeit für Frieden zu sorgen und kehrte zurück in die Zukunft. So, Krillin ist erstmal am Seufzen. Was ist los, Kleiner? Was ist los? Kleiner. Kleins Herz aus Gold. Geht's um C18 oder was? Ui. Oh, ich wusste es. Ah, jetzt helfen wir vielleicht Krillin dabei, dass er und C18 zusammenkommen. Hi. Hi. Oh. Ne. Oh. Ja, das könnte ich tun. Toll, Quest gelöst. Ja, besuche mal. Warum müssen wir jetzt mit? Ich dachte, du besuchst ihn. Das ist ja dein Date. Was soll mir da helfen? Wir sind noch ein Kind. Alter, Son Gohan ist 10 Jahre alt. Wenn er vielleicht nicht so aussieht, aber er ist 10 Jahre alt. Jo. Jo, was los? Außerdem von dem Typen, der als Frauenheld bekannt ist und keine Beziehung haben kann. Blumenschmuck, Themen verstanden. Wow, und Ladescreen. Als hätte ich es geahnt, wa? Tja, so viel Glück werde ich auf keinen Fall haben. Wobei, ich würde noch können, an dem du nicht schon sehen könntest. Ich habe neulich eine Höhle entdeckt, als ich ein Picknick machen wollte. Aber als ich betrat, wurde ich von einem Totenkopf-Robo angegriffen. Ja, logisch, was könnte es auch sonst sein? Ja, die Gegner hier, die Gegner sind... Also ich muss sagen, generell das Spielsystem, das Kampfsystem, die Story, die Grafik natürlich auch und das Originalgetreue, klar, es hat hier und da ein paar Makel, aber ansonsten sehr gut gemacht. Die Detailgetreue, aber eben auch, dass man halt so Quests hat, wo ein bisschen zeigt, was dazwischen auch sein könnte. Also nicht nur die Hauptstory, sondern auch ein paar, ja, was zwischen den ganzen Quests, der ganzen Story und so weiter passieren könnte. Oder passiert ist, ob es jetzt Kanon ist nach diesem Spiel, keine Ahnung. Alles sehr geil gemacht, auch eben die Sidequest-Idee selber, aber
dass halt immer ein bisschen auf die gleichen Gegner hinausläuft. Das ist schon ein bisschen. Yeah. Ich meine, warum nicht mal einen anderen Gegner aus der Vergangenheit, den man so gar nicht mehr erwartet hätte, zum Beispiel Tau Bai einfach mal so als Gegner. Oder irgendwie. Vielleicht sogar jetzt im späteren Spielverlauf irgendwie sogar die Cyborgs, vielleicht sogar irgendwie C17 und C18 als Gegner, weil die irgendwie was wollten und uns missverstanden haben. Dann kämpfen wir in einer Runde, haben sie besiegt und danach klärt es alles auf. Einfach mal so etwas, jetzt die Gegner, die wir jetzt wiederbelebt haben. Ich meine, es heißt von wegen so, ja, wir können als Training und so benutzen, aber ich habe irgendwie so meine Zweifel, dass wir den irgendwie trainieren könnten. 僕でもなんとか勝てそうだな。Wahrscheinlich nur noch Krillin beschützen. Super Saiyan 2! Ich brauche mehr Ki, mehr Ki. So viel wie noch nie. Das war knapp. Yes, servus. Wie geht's? Wie steht's? Super Drachenflug. Ups. Voll ins Leere. Oh, da bin ich wieder. Nein, ein normaler Super Saiyajin. So geht das Krillin. Alter, gut, in meines 20 Stufen tiefer es wird, also trotzdem nur so wenig Schaden macht. Das ist schon ein bisschen erbärmlich. ありがとう。いや。Er hat's verdient, ja, ja, er hat's verdient. Er ist der große Macker. Was? Jetzt auch ein bisschen schneller als erwartet. Sollen wir doch schon jetzt mit der Buu-Saga starten? Mitten in Folge 90? Oh, Hi. Okay, kleiner Mann, hier bin ich. Ja, hört man als Mann natürlich immer wieder gerne. Von der Frau, die man begehrt. ありがとう。 Ich bin ein Cyborg, ich muss eigentlich nichts essen. yare yare じゃんな。Jo, den Rest muss er selber klären. Der gute alte Krillin. So, ansonsten haben wir echt nichts mehr zu tun, Freunde. Es ist zu weit vorbei. Ich mache mal auf den Weg zu Son Gokus Haus. Ich meine, zwei kleine Dinge können wir noch machen. Aber ansonsten hätte er gesagt, starten wir schon mal mit der Buu-Saga. Auch wenn es, ja, mitten, wobei Part 90 ist eine schöne Zahl zum sagen, hey komm, jetzt machen wir los. Warte mal. Ist überhaupt Part 90? 88, 89. Ja, muss ich da gucken, weil ich da ein bisschen noch nicht nummeriert habe. Ja, könnte Part 90 sein. Also, vielleicht wird er nicht, ist ja egal. Sprich mit Chichi, sprich mit deiner Mutter. So, nee, nochmal los müssen wir eigentlich nicht. Ich würde mal sagen, ich speichere jetzt schon. Ja, warum nicht, wa? Lieber mal zu viel als zu wenig. Da kann man also auf die Zeit gucken. Der hier ist der älteste Spielstand, also wird er überschrieben. So, dann, was natürlich auch mal sein muss, Freunde, nicht, wobei Dragon Ball können wir auch mal kurz testen. Mein erster Wunsch, ja ist klar, es muss sowas sein. Ich will Säckung, ich will Reisen, ich will seltene Gegenstände. Momentan nicht nötig, ganz ehrlich. Säckungen brauchen wir zum Upgraden. Wir haben eigentlich momentan alles
genug, sage ich jetzt mal, oder hoch genug. Das heißt, momentan auch nicht so wichtig jetzt. Also mir interessiert die Seelenabzeichen. Wir haben natürlich schon einige, das ist mir bewusst. Ich glaube nicht, dass wir schon alle... Es gibt relativ viel, war krass. Dafür, dass es bloß noch eine Saga ist, wobei eben sind noch die Dinger hier. Und ich meine, es wird natürlich noch sich noch welche für Tau Bye Bye geben und für den Herrn der Kraniche, die jetzt noch fehlen. Ja. Gut. Ist halt die Frage generell, sollen wir hier schon mal ein bisschen gucken, was wir alles machen können. Also sprich auch ein bisschen optimieren und so. Er hier zum Beispiel, da ist ein Ginyu Sonderkommando. Gäbe theoretisch ein paar mehr. Captain Ginyu fehlt mir echt noch. Kriegen wir den hier auch noch oder so? Weil sonst hat er mich ernsthaft gefragt, warum ich die einfach entfernen. Vielleicht sogar genauso wie der hier. Schnelligkeit auch nicht, wieso ich den drin habe. Kurz gucken, wo ich hier noch irgendwie was gemacht habe und aus welchem Grund. Gut, hier ist ja klar wegen Namekianer und ich glaube, es macht auch irgendwie Sinn, wenn wir Piccolo hier haben. Daher eben da zwei zusammen habe. Einen der Cell plus Namekianer. Wobei eben vom Gegner zum Freund natürlich auch cool wäre, aber das ist jetzt mal so, wie es ist. Training. Da haben wir sicher auch ein paar. Die man irgendwie gut einsetzen könnte hier. Natürlich die ganzen alten Trainingsdinger. Warte mal, was hat der eigentlich hier? Wunder von Meister Kaios Planeten. Der Rang des Kaioshin. Okay, das kommt sowieso erst später, aber ich kann trotzdem Banana schon mal hier platzieren. Ich muss ihn irgendwo haben. Jo. Hihe. Balla Balla. Ah, er ist hier. Ups. Na. Oder gar nicht. Erstmal ganz kurz gucken. Im Felsen der verborgenen Kraft Wundersmeister Quieteturms mit Yachirobi. Umstellen können wir sie immer wieder, da ist gar kein Thema. Und dann zumindest temporär die Effekte haben, die wir auch wollen. Mir fehlt also noch Yachirobi, der ist momentan auf der Langkarte. Der muss ja sogar da sein. Ah, ist sogar. Okay, der muss da sein. Also theoretisch kann man eigentlich die Katze da wegnehmen und woanders hin platzieren, wenn wir zumindest was haben da war. Beim festen verborgenen Kraft jetzt sich noch ein Kaioshin dazu. Komm, deswegen habe ich den auch da oben platziert. Ja, das macht schon Sinn. Deswegen ist der auch hier mit den alten Kaioshin hier hin platziere. Später. Wobei mir fehlt natürlich das super Upgrade mit ihm hier. Mit den restlichen, naja, ihr wisst schon. Kaioshins etc. So, warte mal. Wir haben ja gesehen, so im Training her und so, klappt das bei ihm auch. Saiyajin Angriff mit Vegeta. Jämmerliches Betteln. Die Frage, lassen wir Vegeta hier? Ein Saiyajin-Angriff ist 3 Elite-Familie, da fehlt der kleine Trunks noch. Langsam auch die Frage, wenn ich die alle wegnehme, wer bleibt denn überhaupt noch? Ja, das wird uns, glaube ich, noch den Rest der Folge beschäftigen. Schüler der Schildkrötenschule. Vom Gegner zum Vornherein schon cool wäre. Die Vater-Sohn-Teams sind bloß 2, ja? Jetzt muss ich ein bisschen auf die Punkte gucken. Ach, er ist da oben. Ich frage natürlich, aus welchem Grund. Aus gar keinen bestimmten, war. Die Schildkröte fehlt noch. Die ich gar nicht habe. Ernsthaft jetzt? Dass ich auch schon eine Quest für sie gemacht. Ah, hier.
Was gucke ich denn da so doof? Ah, diese hier. Mann, da wird langsam echt ein bisschen kompliziert. Entsprechenden Tieren, glaube ich, wa? 亀仙人さん。御所いつ Okay, warum habe ich die nicht? Na oder so in der hieß? Na, Entschuldigung, Weltturnier Dauergast, okay. Ja, gut. Aus keinem bestimmten Grund, aber lassen wir jetzt mal. Ja, Yamchu ist hier natürlich, der ist natürlich prädestiniert. Wobei Yamchu ist der Beste, sind auch bloß 2, sag ich jetzt mal. Kriegen aber wieder rausgeschmissen. Alt und weise. Schule der Schildkrötenschule. Nee, da bringt da nichts. Da vielleicht ein bisschen zu wenig. Was hätten wir hier noch? Uranai Baba aber sicher auch irgendwo noch. Ja, ja. So, warte mal. Und auch die Bewohner des Kame-Hauses. Das wäre noch ganz geil. Habe ich Land schon? Jo, habe ich auch schon. Dann mache ich das hier so. Und zwar... und Olang da. 南部先生 Ein Gestaltwandler, Bonus, Dingsbums, whatever. Lunch ist hier. Nein. Ja gut, im Kochen. Ja, ich verstehe den Sinn dahinter. Den Ursprünglich hatte, aber nee, kommt weg. ランチさん 余計な なわわ。 Du meine Güte, ja. Okay, passt es eigentlich auch soweit. Sehr, sehr gut. Zuschauer im Showdown, da wäre vielleicht irgendwas hier oben noch, oder? Können wir mal machen. So, hier ist der Wächter der Erde und alles drum und dran. Das passt soweit auch. Hier ist auch nicht so schlecht. Mehr Maschinen als Männer. Ja, da können Tauberbei noch dahinter stecken. Können wir uns irgendwie vorstellen. Als Cyborg-mäßig haben wir sowieso relativ wenige. Oder täuscht das jetzt eigentlich nur? Ja, das sind echt ein bisschen weniger. Echter Schwerkampf mit Yachirobe, Berger hoch 2. Elite-Familie. Ja, ja, ich verstehe den Sinn dahinter, den ich ursprünglich hatte. Wie geht er hier eigentlich doof ist, weil ich hier keine Verbindung habe. Ich nehme an, da unten will ich eigentlich eher dann so einen Goten platzieren. Oder hier gar nicht mal drauf wäre. Vom Gegner zum Freund. Ja, gibt schon ziemlich, wie ich den hatte. Warte mal. Hat sich irgendwie Yamchu eigentlich entfernt? Ja, doch, war das sogar okay. Du. 昔は俺俺も悟空によし遠慮 So. Dann noch hier bei den Trainingsdinger, ne? Da habe ich ja eigentlich ursprünglich hatte ich mal die Idee zu sagen, okay, wir nehmen irgendwie auch die hier. Die Ginyu 4 selbst wird eigentlich auch gut passen. Ja, warum eigentlich nicht, wa? Ich habe eh nirgends platziert, ich kann die hier ruhig schön im Kreis anordnen. So, dem fehlt natürlich noch etwas, alles klar. Talent für Telekinese. Okay, das wäre natürlich richtig. Das ging aus so einem Kommando. Ja, da fehlen noch Ginyu und noch Bonyu, oder wie sie heißt. Die sind doch erst relativ spät, das ist mir bewusst. So, warte mal. Gegner zum Freund hatten wir noch, okay.
Frage ist halt Tenshin Han, den wirklich hier hin oder woanders? Tenshin Han Yamchu halt, Yamchu, Quatsch, ich meine Chaozu. Ja, klingt doch alle ähnlich. Gibt noch Kranichschule, Selbstzerstörung. Geist en masse. Ich hier eigentlich schon die stärksten bräuchte, das ist soweit korrekt. Wenn ich halt Vegeta. Ja, man will der Saiyajin-Angriff nach, wa? Ja, man könnte schon die 3 Saiyajins momentan hier anordnen. Kann man auch so betrachten. Warte mal, Dr. Briefs gibt's ja noch. Sonst noch etwas? Stolzer Schwiegervater. Okay, sogar mit ihm noch. Gut, ich meine, theoretisch. Die können wir nachher noch irgendwie nach oben verschieben und so. Da ist auch kein Thema. Also haben wir halt doch schon relativ viele auch schon angeordnet. Ein paar fehlen noch. Aus gutem Grund. Genau, mal die so anordnen und den Rest mal für später gucken. Weil ich meine jetzt mal fertig angeordnet ist sowieso noch nicht, da ist klar. Wen haben wir da noch irgendwie? Wir haben die ja noch. Können wir den noch anordnen? Freezes Handlanger. Haben wir auch schon alle, aber wo? Krieger von jetzt auf gleich. Große Dämon, kleiner Dämon. Hä? Okay, macht gar keinen Sinn. Metren Unterhöschen. Zeig dich schön lang. Mhm. Und da fehlt auch Polunga noch, kann man vorstellen. Das heißt theoretisch. Mit Sam und Todori noch hätten da auch eine schöne Viererreihe. Den Bonus noch, ja, hier am Essen ist irgendwie gar nichts los, aber ich sehe jetzt auch viel zu selten ein dafür, dass irgendwie großartig was bringen könnte. Das ist natürlich auch so, muss man mal so sehen. Besorgt einen Son Gohan, jo. Ja, warum nicht ihn, wa? So. Eigentlich ein Z-Krieger, ja, bei ihm ist natürlich eigentlich auch mehr auf Training, aber da weiß er nicht genau, wohin setzen. Elite Familie, Ärger hoch 2. Ja, echter Schwerkämpfer. Haben wir eigentlich Yachirobe hingesetzt? Ah, der ist hier. Mai ist ein Trainingslager. Und dann muss ich hier sowieso noch ein bisschen umbauen, wenn noch Vegeta dazu kommt. Die Frage ist auch hier, ob ich irgendwie auch Piccolo wieder rausreißen muss, aber der hält halt hier alles zusammen, nicht wahr? Das ist ein bisschen doof. Ohne Piccolo geht hier gar nichts. Dass ich nicht Medaille mehrmals haben kann, wäre auch ein bisschen schade. Gegner zum Freund, ja nee, komm. Nee, passt schon, Freunde. Lass mal so, wie es ist. Wie gesagt, ein paar fehlen noch. Noch irgendwie zuordnen könnte. Immer einen Namen. Mach jetzt einfach mal temporär alles, Aber der Part schon vorbei ist, aber egal.
Starten nächste Folge sowieso dann mit der Buu-Saga. Dann kann ich jetzt noch ein bisschen überziehen. Das heißt, ich platziere einfach Namen mal hier hin. Fertig, komm. Weltturnier Dauergast, ja, scheißegal. So. Und den auch mal so einen höchsten Wert genommen, den aktuellen. Dann haben wir noch Trunks noch platzieren, Shenlong haben wir noch und Cell Junior. Die passen überhaupt nicht zusammen. Ist mir alles bewusst. Aber warte mal. Was aber passen würde. Das wird auch richtig machen. Shenlong hier hoch. Weil mit Trunks passt es ja. So, jetzt müssen wir alle zugeordnet haben, zum Teil auch schon mit guten Combo-Effekten. Zum Teil eher noch weniger. Also es macht sowieso erst dann Sinn, noch zu gucken, wenn wir alle haben. Und vor allem, also mein, hier ist schon relativ gut bis auf Namen. Hier ist auch schon relativ gut. Hier unten muss ich noch ein bisschen gucken. Hier finde ich es eigentlich auch schon mal nicht schlecht. Da kommt dann noch ein bisschen was dazu und so, da ist auch klar. Hier da oben und Ginyu Force eigentlich auch schon richtig cool. Da muss ich vielleicht noch gucken mit denen dran, ob die vielleicht doch auch irgendwie in die Z-Dinger rein manövriere. Retter der Erde, wer fehlt denn hier noch? Das war mal halt ernsthaft, weil irgendwie, ja, wer soll es schon sein? Können eigentlich mal hier noch ein Ding geben. Ach, die ganzen Geschenke, hey. Zum Boosten, ja, aber bisher halt selten gebraucht, nicht wahr? Egal. Freunde, das war's mal von meiner Seite her für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen bei Dragon Ball Z Kakarot. Nächste Folge dann machen wir mit der Hauptstory weiter. Ich gehe davon aus, dass dann das Ende der Cell-Saga sein wird, auch das Ende von Teen Gohan. Und wir dann mit der Buu-Saga beginnen. Mit allen Dragon Balls im Gepäck. Ist doch auch nicht schlecht, wa? Jo, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.